Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir haben ja ganz viele Aquarellpapier gemalt. Aus denen haben wir auch schon ein bisschen ausgeschnitten, um solche Deko-Sachen zu machen. Und jetzt möchte ich gerne aus denen noch ganz Haufen Täschchen und Tags und Kärtchen und so zuschneiden, dass wir dann unser Journal damit dekorieren können. Also ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los! So, hui, das ist ziemlich viel Material. Ich glaube, mit dem können wir mehrere Journal dekorieren. Aber ja, ich glaube, mit dem können wir super etwas anfangen. Das ist doch einmal eine Grundlage zum Schaffen. Und wie wäre es, wenn wir schon mal das erste Kärtchen dekorieren? Das wäre doch super. So eins hier. Oh ja, schau mal, das sieht ja mega cool aus. Oh, das gefällt mir. Die Wolke ist für uns ein bisschen zu gross. He? Wie wäre es denn mit ein bisschen Gras? Und ein bisschen Blättchen. Jetzt habe ich wieder mal Schwierigkeiten, hier drüber reinzukleben. Auf dem möchte ich, glaube ich, jetzt gerade gar keine Collage machen. Ich könnte ja eigentlich hinten. Ja, ich glaube, ich mache es so. Ich glaube, ich benutze wirklich vorne das, was hier ist. Und mache nachher dann hinten mit diesen anderen gefärbten Papier noch einfach eine Collage. So. Was haben wir da noch? Das Herzchen. Und noch ein Blümchen. So. Ja, ich glaube, ich finde das schön. Ich glaube, ich finde das schön. Ich klebe doch das jetzt einfach mal auf. Zack.
So, und das Bübli, das ist ja ein Kleberli. Das habe ich auf so Klebeetiketten drauf gezeichnet. So. Juhu! Oh, ich finde das mega lustig. Ich muss mehr von denen machen. Auf diesen Etiketten. Das gibt super Kleberli. So. Ja, hey, das gefällt mir. Das kann man dann noch ein bisschen inken. Jetzt mache ich da hinten noch Collage. So. Oder soll ich es gerade zuerst ein bisschen inken? Ah, weißt du, was würde mir jetzt noch gefallen? Wenn ich jetzt hier einen Rahmen zeichnen würde. Ich nehme mir da mal... Ist es der? Nein. Der 0,8er. Aber nicht der, sondern der hier zuoberst rausschaut natürlich. So. Und jetzt zeichne ich mir hier einen Rahmen. Zack, einen doppelten. Ups, muss ich extra ein bisschen überkreuzt. So. Dann wird das nachher noch geginkt und jetzt mache ich meine Collage da drinnen. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das finde ich gut. So. Ach, gar nicht alles richtig herlegen. Ich klebe jetzt einfach mal. Einfach mal anfangen. So, und ich nehme jetzt die gleich weg. Oh, gut. So. Aha, weißt du was, das ist ja verkehrt. Jetzt muss ich noch schauen, wie ist es da so. Dann kommt es hier her. Ich will es nicht verkehrt. So. Ja. Jetzt ist das verkehrt. Ja, noch. Das macht mir jetzt das mal nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich weiß, ich bin manchmal komisch. So.
Jetzt hier oben im Ecken noch etwas. He? So. Und dann könnte man eben hier noch ein Blümchen hermachen. So. So, jetzt müssen wir nur noch wissen, in welcher Farbe dass wir es inken wollen. Da steht ein bisschen etwas ab. Das schneiden wir noch. So. Welche Farbe? So, ich hätte jetzt gesagt hellblau. Und da auch noch. So, ja, vielleicht mache ich dann den Rand das nächste Mal gleich mit dem dickeren Schreiben noch. Eckchen nochmal anleimen. Und ich glaube hier auch. He? Ui, das ist viel zu viel. Und hier noch. So. Voilà. Ich finde es super. Ach, mega Freude. Ich glaube, das gibt ganz ein cooles Journal. Ja, apropos Journal. Jetzt müssen wir endlich das Journal machen, dass wir die ganzen Sachen dann rein tun können. Tja. Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das Cover genau machen soll. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es dann mal herausfinden. Und ja, hey, wenn ihr noch mehr solche Kärtchen sehen wollt oder sehen wie denn das Journal am Schluss wirklich rauskommt, dann bleibt doch dabei. Schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.